Moin moin, ihr lieben Menschen dort Buten und hartlich grötten ut der schöne Stadt Hamburg. Herzliche Grüße aus der schönen Stadt Hamburg. Ich bin Benita und ich will euch heute das Hörbuch Hanna und der Hummel vorstellen. Ihr könnt die Geschichte entweder lesen oder ihr hört euch das Hörspiel dazu an. Dafür haben wir alles einmal komplett auf Plattdeutsch und einmal komplett auf Hochdeutsch produziert. Und darum war ich nur auch schon mal mal die Spruch wesseln. Wie fangt akkurat an dieser Stelle an, nehm uns Geschichte Hanna und der Hummel auch in Anfang nimmt. Es hätte eigentlich so ein schöner Tag werden sollen. Mama und Papa hatten Hanna versprochen, dass sie am Nachmittag gemeinsam über den Dom gehen. Der Dom, das ist ein ganz großer Jahrmarkt mit vielen Karussells und Losbuden und Süßigkeiten und was weiß ich nicht noch alles. Aber vorher wollte sich Papa noch einmal ganz kurz in der Neustadt umsehen. Mann bloß, ganz kurz gibt es bei Papa nicht. Wochen vor dem Ausflug hatte er sich durch Internet und Bibliotheken gewühlt, um alles über die Neustadt herauszufinden. Und nun hielt er Mama und Hanna einen Vortrag, den sie eigentlich gar nicht hören wollten. Zwischen den Jungfernstieg, den Gößmarkt und das Alsterfleet süd ein Masse Geschäften und Kontoren. Man in Westen, dat hier Marianne, hier ist der Westen. Den großen Nähmarkt drüm gibt dat Masse Wohnquartieren. Hanna lehnte sich über einen Brunnen und musste einfach mal die Ohren ausschütteln. Ah, ist dat langtügsch? Nix as ole Hüs. Schätz sie doch ohn mi wieder gone. Du könnt mi mal. Man ob Mol wär du en Hummeln und Brummeln, en Glickern und Gluckern, en Prickeln und Prackeln, dat Schlicker und Schlucker, dat Blibber und Blubber und heuer gunni mir ob. Du kriegst wat Batz, Mern ob'n Kopf. Au! Da hatte sie doch glatt einen hölzernen Eimer an den Kopf bekommen. Aus dem Eimer pütscherte etwas Wasser raus und machte sie nass. Oh, endlich war ich dieses Swan Dinger mal los. Oh. Also, ich bin Johann Wilhelm Benz. Aber sag man ruhig Hummel, Tommy, das tut sie hier all. Aha, man wose neuem de Lü die den Hummel. Mensch, bist du dösig. Nur heuer doch bloß mal, wo he immer vor sich hin blubbert. Das ist doch das reinste Hummeln. Ach, wo wie just du sind. Ich moch schon gern diesen Herrn hier feststellen. Hallo, ich bin Nils. Und in dem Hörspiel habe ich einer der Titelrollen meine Stimme geliehen. Hummel, Hummel. Mors, Mors. Am Anfang ganz schön ungewohnt. Eine Rolle nur zu lesen, in einer kleinen Kabine, dann noch vor einem Mikrofon. Aber je mehr man in die Rolle des Hummels geschlüpft ist, desto mehr Spaß hat's gemacht. Ich selbst habe einen kleinen Sohn, knapp 3 Jahre. Der wird Riesenspaß mit diesem Hörspiel mit seinem Papa haben. Hanna und der Hummel wären just ob wie sich ein Beten antufrün, do reib günstig von den Huseck. Oh, kick mal. Hummel, was ist da hinten eigentlich los bei dir? Kannst du die Görn nicht mal zur Ruhe bringen? Ich will hier einfach nur sitzen und meine Pfeife rauchen. Aber da sind in einer Tür die Görn am Juchen. Das nervt. Ich kann das nicht ab, wenn man mich nervt. Man denn wohl Hummel mit Hanna auch allen Beten durch die Stadt bummeln. Was ist? Kommt die mit? Dann kann ich schon Dobit liegst Julie Geller feststellen. Hallo, ich bin Julie. Ich bin 12 Jahre alt und ich spiele in dem Stück Hanna und der Hummel die Hanna. Hanna ist, glaube ich, so ein freches Mädchen, was aber auch sehr selbstbewusst ist. Und ich finde, sie ist mir sehr ähnlich, weil ich finde Ausflüge auch oft sehr trocken und langweilig, wenn nichts gerade passiert. Sie ist mir, glaube ich, sehr ähnlich. Mir hat beides mega doll Spaß gemacht, aber also das Deutsche war auf jeden Fall leichter, aber das Plattdeutsche war halt einfach interessanter, weil ich sowas noch nie gemacht habe, weil ich noch nie so viel Plattdeutsch gesprochen habe und es auch einfach interessant war. Nu kickt schon mal dieses Stroh hier an. Südähnlich ut as ut den Merkenberg. Und akrot hier lehrt Hanna auch diesen Mann hier kennen, der ut süd as wohl hier Justen und Fasching hen. George Philipp Telemann. Mein Name ist Georg Philipp Telemann.
Und ich go nicht nun Fasching hem. Das ist die vornehme Kledosch von meine Tiet, der Barock. Fasching. Oh, ja, gut, denn eben Georg Philipp Telemann. Na, zumindest wäre das ein bannigflietigen Menschen, der total viel Musikstücken schreiben und auch Musikinstrumenten gespielt hat. Und die Musikinstrumenten, die hätte sich all selbst bepult. Bei Hanna und die Hummel, du spielte jo das Spinett. Für die Aufnahme zu das Hörspiel, du habt wir uns extra obens hier in das Museum, in das Telemann-Museum rinschlicken. Und Anke Denkert, die hat sich denn an das Originalinstrument und das Jahr 1730 ranset und für uns ein Telemann-Stück spielt. Und bloß paar Meter wieder, nämlich hier im Eck, dort drobt sie ob einen großen, stäbigen Kerl mit einem breit Grinsche ins Gesicht. Grinsche. Hummel, Hummel, Hummel. Du bist mir ein Schlawiner. Da hast du einmal ein Tier in der Hand und dennoch liegt so eine Junge. Der Hanna, ich bin der Ludwig. Die beiden können sich gar nicht grot in der Hollen. Du suchst ob mal ein Hültenrad ob das Stroh und ein Jungen in Matrosenanzug rasselt mit sin Dassel gegen Kant stehen. In der linken Hand höll he noch ein Stock, in der anderen Hand ein Butterbrot mit Käse. Autsch. Dach Hanna noch, man der Jung beit sich ganz geheurig ob der Tung. Als sie obstun, seh he, hätt nicht weh tun. Das ist ein Klacks für so einen Hamburger Jung. An der Eckst ein Jung mit nem Tüdelband, in der anderen Hand ein Butterbrot mit Käse. Wenn du bloß nicht mit den Beinen in den Tüdel kommt, und da liegt der lang auf den Näs. Und der erste mit dem Lassel auf den Kant stehen, und der wird sich ganz gehörig auf der Tung. Als er Luftzeit sich, der hätt nicht weh tun. Der ist ein Klacks für so einen Hamburger. Sie wär noch gar nicht ganz bin Michel anlangt, du bemötten sie en Frude ha en langen blauen Rock an, en blau-witte Blus mit Rüschen an der Arms, da über en witte Shirt mit Rüschen und sogar ob'n Kopf hase en witte Mütz mit Rüschen. Nee, wat wär ne Lü, Frau ja bloß rüschig. Ich bin Dagmar Ries und ich bin ein echten Hamburger Dern. In Hanna und de Hummel spiel ich der Adele. Dat is ein Frau, de Anna Lüt de scheune Stadt Hamburg wies. Sie mogt dat mit viel Hart und Seel und het so viel Freit, de Stadt zu wiesen, de sie selbst so leif het. Und dat is ein Sog, de ich mit düsse Adele gemein hef. Wenn ein Hamburg kennenlernen will, dann mut he natürlich auch nur ins Michel hin. Wir Hamburger sind ja hell und de Frau, dat wir im hebt. Weißt du, dat uns de Michel mal vor über 100 Jahr abbrennt is? Wir wären so traurig, dat wir im Furzwetter abbaut hebt und twas akkord so, als he vorher utsehen het. Dat is mein erstes Hörspiel und ich dach, ich sit da für ein Mikrofon und snack darin. Aber nee, dat is viel mehr als bloß snacken. Ein Motor mit dem ganzen Lief dabei sein und ein Rollspielen. Und wat dabei gut kom ist einfach wunderbar. Hanna und de Hummel, dat is so ein scheune Idee, dat da uns Hamburger Figuren lebendig ward und mit ein Lüt deren in Snack kümmt. Kottemt Eck von Michel, dort drobt sie ob diese Skulptur hier, die Zitronenjette. Zitronen, Zitronen, frische Zitronen. Ach, was bin ich doch für eine arme Person und heft doch noch kein Mensch wat tun. Blangbi, die Zitronenjette wäre 132 cm lütt und die Ton von den Michel 132 Meter hoch. 132 Zentimeter, wie ich schon mal. So lütt wäre die Zitronenjette. Kommt, wir geht wieder. Und hier bei der Lütte Karg oder auch der Lütten Michel, als er erneuert,
dort robt Hanna und der Hummel, ob diesen Mann dort, der mit der Krone auf dem Kopf, seht ihr, das ist Kaiser Karl. Hallo, Herr Kaiser! Das ist doch kein Versicherungsvertreter. Das ist unser Karl der Große. Er gilt als der Begründer von unserer Stadt. Etwas mehr Respekt, bitte. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Blankbi. Kaiser Karl ward auch Karl de Grote neumt und wär 184 Zentimeter groß. So groß wär Kaiser Karl. Aber darum nennen wir ihn nicht Kaiser Karl den Großen. Er hatte früher nach Rom das größte Reich. Es gibt Historiker, die nennen ihn sogar den Vater von Europa. Wie es heißt, hat er hier in Hamburg eine Taufkirche gebaut. Das ist das Ding, was er in seiner linken Hand hält. Also wenn ihn so unterwegs ist, du röbt denn ja ob die sünderlichsten Menschen. Und nicht bloß ob die. Glucks. Was ist denn mit dir los? Blubber. Ich hef zu viel Elfwater schluckt. Nun hab ich ein Higger. Aha. Und wo so hangst du da über die Hustür? Nun hab ich all so viel Water in mein Leben schluckt. Ich mach nicht mehr. Da pass ich beter hier ob, wat so für Lü in und ut geht. Glucker, schwapp, schlapp, düsse Higger, Schligger, Hix. Der mag mi Fisch und fadig. Habt ihr hier auf den großen Nähmarkt all düt Würrodel gefunden? Hier sind Würfersteken, die all was mit den nächsten zu tun habt. Ihr findet die Worte waagerecht, diagonal, rückwärts, von oben nach unten und andersrum. So, manugläufig habt ihr für erst noch von uns schöne Stadt sehen. Wenn ihr noch mehr weten wollt, dann könnt ihr das all in uns Buch Hanna und der Hummel no lesen. Oder ihr kommt einfach mal her und lobt den Rundgang süps no. Viel Spaß dabei und tschüss, sagt eure Benita.